Vielen Dank, Dan. Ja, und vielen Dank, Leo. Du bist da im Studio bei uns. Wir hatten heute das Thema Engel und du hast sehr, sehr viel über Worship gesprochen. Muss ich denn immer worshipen, dass Gott mich hört? Nein, das muss man nicht immer, aber Worship ist ja, ich habe gesagt, die Bibelstelle, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes und ein Worship ist dann wie eine Atmosphäre, die eben dann entsteht, wo ja auch Engel da sind und da, wo man eben worshipt, entsteht wie so wie eine Schutzglocke, wo plötzlich Sünde wird entlarvt, Krankheit kann nicht mehr bleiben, Süchte werden befreit und das hat mit einer Atmosphäre zu tun, wo Gott eben Engel schickt und es geht der Himmel offen. Und es ist eigentlich eine der einfachsten Formen überhaupt und es kommt nicht mal darauf an, ob man gut singen kann, das ist einfach das Positive. Aber es ist eben immer so, da wo gesungen und angebetet wird, werden Engel eingeladen und die ändern eine ganze Atmosphäre. Ja, und dann, also muss ich in dem Fall worshipen, dass Gott mich hört? Nein, du musst nicht worshipen, dass Gott hörst. Du kannst auch worshipen zu Gott beten ohne einen Worship. Aber Worship ist aber doch in einer Gemeinschaft. Und das merkt man auch heute, wenn man zusammenkommt. Und in einer Kleingruppe, wenn du worship, das hat einfach einen Power. Es ist anders, als wenn ich alleine mein Gebet bete. Es ist einfach eine Form mehr. Ich möchte immer sagen, Gott hat verschiedene Arten, wie er spricht. Zum Glück nicht nur einen Kanal. Verstehst du? Also wenn du diesen Kanal nicht liebst, den Worship-Kanal nicht liebst, dann bist du ein bisschen blöd dran. Darum hat Gott verschiedene Kanäle. Aber Worship ist eben ein großer Kanal, wo immer verbunden ist mit den Engeln. Und was hat diese Atmosphäre denn für einen Einfluss auf Gott und mich? Oh, das ist mega cool, weil es gibt ja Orte, vielleicht ist es auch schon mal aufgefallen, gehst du in eine Familie und du merkst, es ist schmuddelig, es ist komisch, dir dreht den Magen, es ist eine komische Atmosphäre, man geht nach Hause, man hat Albträume. Und dann sagt man einfach, ja, in dieser Familie stimmt etwas nicht, oder? Gehst du an eine andere Familie, ist vielleicht das Haus nicht so schön, du gehst hinein, hast das Gefühl, es ist so viel Liebe und Atmosphäre und Freundlichkeit da und gehst nach Hause und hast ein anderes Gefühl. Das erleben wir andauernd. Wir würden das aber nie in Kontakt bringen mit Engeln, die da wohnen und auch Orte, wo eben Dämonen wohnen. Und es gibt auch Gebiete, wo man durchfährt, man fühlt sich komisch und es gibt Gebiete, wo man sich offen fühlt. Und die Engel und Dämonen wohnen ja auch irgendwo und man kann das eigentlich so sehr, sehr gut in dem Sinne auch das so vergleichen. Und kann man denn auch direkt zu Engeln beten? Na, zu Engeln betet man eigentlich in dem Sinne nicht, sondern die sind am Bodenpersonal, die uns eigentlich helfen in dem Sinne. Also ich sehe jetzt keine Bibelstelle, wo man mit Engeln betet. Also natürlich in der Esoterik, die stellen ja Engel auf und alles Mögliche und dann sprechen die auch mit dem. Aber das Ziel sind ja nicht die Engel, sondern ist unsere Freundschaft zu unserem Gott. Er, der auf der Leiter sitzt, den beten wir in dem Sinne an. Ja, das glaube ich. Und du hast am Schluss gesagt, wir gehen zurück mit Engeln in den Himmel. Kannst du zu dem noch mal etwas sagen? Ja, das ist auch das, was man immer hört von Christen, die verfolgt werden, die sagen immer, ich wurde getragen von einer Kraft, die würden das vielleicht nicht immer mit Engel sagen, die ist für mich unglaublich, wie eine Geborgenheit. Und das ist auch das, wenn Menschen im Todeskampf sind, sie immer sagen, etwas hat mich getragen, wie eine Atmosphäre, die man sich nicht einfach menschlich erklären kann. Darum, ich finde es cool, Engel sind von Gott befohlen worden, um uns zu tragen, dass wir unseren Fuß an keinen Stein stoßen. Und das ist nicht in dem Sinne mit dem Leben, dass du im Leben keine Probleme hättest, weil dann geht die Bibelstelle nicht auf, sondern er trägt uns nach Hause in den Himmel und das ist eine starke Zusage. Und hast du sehr, sehr schön und gut erklärt und trotzdem, ich glaube, wir dürfen es wirklich auch wissen und das will ich auch dir mitgeben, wirklich, Gott hat seinen Engeln befohlen, dass er dich trägt, auch in den tiefsten Stunden. Jetzt kommen die Leute, die fragen, für was brauche ich ja die Engel, oder? Ja, das gleiche Frage, für was brauche ich den Heiligen Geist? Das ist genau das Gleiche. Das sind einfach, Gott hat den Heiligen Geist geschickt, dass er wohnt in uns mit Hoffnung, mit diesen Früchten von Charaktereigenschaften und auch von Geistesgaben. Und die Engel sind einfach ein Schutzschild um uns herum. Du kannst leben ohne Schutzschild. In dem Sinne, logisch kann man das, aber es macht keinen Sinn, weil die Engel ändern eine Atmosphäre und beschützen, begleiten, bewachen, kämpfen auch für dich in der unsichtbaren Welt, das wir gar nicht sehen. Es ist ein bisschen so eine europäische Frage. Gehst du runter ich sage jetzt nach Asien und da ist die Engelswelt realer als das, was du nicht sehen. Ganz, ganz interessant. Und ich glaube, in unserer westlichen Kultur schadet es nicht, sich ein bisschen aufzumachen für das Unsichtbare. Und in Asien würde ich manchmal sagen, also schau ein bisschen mal vor die Augen, was du siehst. Ja. Hey, sehr spannend und ich freue mich auch auf die weitere Serie. Wir waren ja schon mal drin in dieser Engelserie und es ist sehr spannend, dass wir es jetzt vertiefen dürfen. Ja, und ich freue mich, wenn du dran bleibst, auch nächsten Sonntag wieder. Und ich freue mich sehr auf nächsten Freitag, wenn die Ladies Lounge beginnt und hoffe, dass du dabei bist.
Ja, und bis dann wünsche ich dir eine ganz gute Woche. Alles Liebe, sei gesegnet. Tschüss.